Ich habe mir letztens erst ein Let's Play von Sonic Rush geschaut und habe mir dann so gedacht, hä? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Weil jeder irgendwie mit dem Schwierigkeitsgrad unzufrieden war. Und alle sich beschwert haben so, ja, das Spiel ist schon gut, aber einfach zu unfair und so schwierige Passagen gibt's da und es ist einfach unfair irgendwie. Ich hab das Spiel als Kind damals gespielt und fand das halt gar nicht so. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der einen Haufen Sonic spielt. Ich hab Sonic Rush gespielt, ich hab Sonic Colors gespielt und Sonic Colors für die Wii. Ich fand Sonic Colors, und zwar bei beiden Teilen, fand ich es wesentlich schwieriger als Sonic Rush. Ich weiß nicht warum. Ich bin jetzt kein Sonic-Kenner, aber fand jetzt nicht wirklich, dass der Schwierigkeitsgrad übertrieben heftig war. Und das habe ich, keine Ahnung, das hat mich einfach verwirrt und habe mir gedacht, das gibt's nicht. Die Kommentare waren gepflastert mit, ja, es ist zu schwierig und der Let's Player selber hat sich ja aufgeregt, ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich sage jetzt nicht, wer das war, aber eigentlich ist das ein bisschen offensichtlich sogar. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, jetzt spiele ich das Ganze einfach mal nochmal selber. Es ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre her, also das ist das letzte Mal angelangt habe, das Spiel, I don't know. Nur jetzt wird es vielleicht doch nochmal ein bisschen schwieriger, weil ich es halt nicht so spiele, sondern so. Ja, also, was ja schon mal kein Geheimnis ist, dass das Spiel auf dem DS läuft, Nintendo DS. Und da gibt es zwei Screens, und zwar den Touch- und den Top-Screen. Und wie der Name schon sagt, der Touchscreen beinhaltet die Touch-Funktion. Ja, und die war damals ziemlich cool. Aber in dem Spiel kommt die nicht wirklich häufig vor. Es gibt trotzdem aber Passagen, da muss man mit dem Touchscreen arbeiten. Muss man, wenn man zu 100% spielen mag. Und genau das möchte ich machen. Deswegen wird das ein bisschen schwieriger für mich und in dem Fall bin ich sehr gehandicapt, weil es natürlich nicht die Originalsteuerung ist und somit ein bisschen schwammiger ist. Und naja, da muss ich schon direkt sagen, da wird's Fels hageln. Aber bei den anderen Sachen gebe ich mir sehr Mühe, weil da ist die Steuerung nicht so viel anders. Ich habe jetzt schon wieder sehr viel drüber gelabert eigentlich. Naja, egal. Jetzt weiß man auf jeden Fall, was Sache ist. Dann darf ich sagen, let's go. Natürlich nur am Rande gesagt. Das Ganze mache ich auf my Art. Also nicht wirklich so richtig Let's Play-mäßig, sondern eben auf die Mare Art. Sonic Rush. Ich darf mal sagen, wir starten gleich mal. Und was man am Anfang gesehen hat, da ist nicht nur Sonic abgebildet und wie man auch bei mir im Video sieht, da ist nicht nur Sonic abgebildet, sondern nur wer anders und das ist Blaze. Die ist da nicht dazugekommen als Charakter. Soweit ich weiß. Also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht in dem Sonic-Zeug drin. Ich kenne nur das Spiel und Sonic Colors und sonst... Oh, wo der Hund. Vielleicht spiele ich Sonic Colors auch mal, aber ich muss wirklich sagen, Sonic Colors fand ich wirklich schwieriger. Und generell wäre da gesagt, Sonic Rush ist so vom Levelaufbau her nur ein bisschen wie so eine Beta-Version, wird gesagt. Also so eine Testversion. Es gab ja dann auch noch Sonic Rush Adventure. Der Nachfolger davon. Oh Gott, es geht schon los. Okay. Da müssen wir jetzt unseren Turbo entladen an dem Ding. Oder zumindest eine ganze Leiste und Balken. Genau, eine ganze Leiste und außer Strich. Und dann kämen wir in die Special Stage. Oh Gott, warte mal. Ja, genau. So. Und jetzt geht's schon los mit dem Touch. Es gibt in jeder Zone, wir sind natürlich in Zone 1, für Sonic so eine Special Stage, mit dem wir eben mit dem Touchscreen, oh Gott, die Chaos Emeralds sammeln müssen, die wir brauchen, wenn wir die 100% spielen wollen. Natürlich machen wir das. Habe ich glaube ich am Anfang schon gesagt im Intro, ich bin mir gar nicht sicher. Und erstmal müssen wir 100 Münzen sammeln und zum Checkpoint kommen. Ja, haben wir easy geschafft, aber also die erste Stage ist nicht so schwierig. Und im Endeffekt ist
ist das auch schon mit der Special Stage. Erster Checkpoint. Mehr passiert da gar nicht. Bloß ein paar Münzen sammeln. Kann man eigentlich gleich wieder abschalten. Hey, das ist so zart mit der Maus. Also mein Mausaiming ist halt richtig beschissen. Das ist mit dem Touch eigentlich viel leichter. So weit dehne ich mir jetzt mehr aus dem Fenster. Oh Gott, dafür, da ist das schon schwierig, da durchzukommen. Beim Touch, da tippst du einfach drauf und da ist halt, naja, mit der Maus halt. Oha, 300 Münzen. Oh lol. Ich bin ein bisschen im Mario-Game. 300 Ringe. Wait, habe ich vorher auch schon Münzen gesagt? Oh mein Gott, bitte, bitte lass mich nicht so lost sein. Fuck. So, der erste Rowdy Chaos Emerald. Warte mal, ist das Spiel jetzt gerade auf Englisch? Shit. So. Schreibt mal wieder um und weiter geht's. Wie man schon sieht, man kann die Sprintleiste, die Turboleiste aufladen mit Tricks und Stunts, die ich ausführe. Oder indem man Gegner killt. Diese Robotergegner. Ja, ich versuche jetzt natürlich schon auf Sonic-Manier da ziemlich durchzurushen. Zack, und das war's schon mit Akt Nummer 1. Ja, ich finde die Animation nice. Zum Schluss immer. Rang A, Alter, geil. Fühle mich jetzt schon cool. Na okay, ich scheiß wirklich komplett auf die Ränge. Sage wie es ist. Und wir gehen direkt in Akt 2. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich das genau handeln werde. Mit die Parts. Wer die... wie mache ich das? Wer die Ortzone und einen Part machen oder... Eigentlich ist es dann schon abgegrenzt, aber ich kann auch 2 Zonen und einen Part machen. Kommt drauf an, wie es läuft. Müssen wir mal schauen. Der erste Part wird sowieso ein bisschen länger, wegen dem Intro vorher. Ha, das weiß ich noch. Das habe ich mir noch gemerkt. Das ist jetzt so eine Barriere, einmal so ein Schutz. Lol, stimmt, die kannst du eigentlich mal generell erklären für die Leute, die einfach kein Sonic kennen. Du bist geschützt, indem du nur einen einzigen Ring bei dir tragst. Also wenn du einen Ring bei dir hast und du wärst getroffen, dann verlierst du zwar den Ring, kannst ihn wieder einsammeln, aber du verreckst nicht. Wenn du keinen Ring bei dir hast und ein Gegner die trifft, dann bist du tot. Also ist im Prinzip scheißegal, wie viele Ringe du bei dir hast, Hauptsache es ist einer. So gesehen. So, und die Barriere, die ich habe, ist eine spezielle Barriere. So. Die zirkt die Münzen an. Ups. So wie so ein Magnet halt. Und gleichzeitig schützt die mich einmal vor einem Gegentreffer, da verliere ich dann keine Münzen, wenn ich getroffen werde. Okay, man kann natürlich dazu jetzt gleich sagen, es gibt mehrere Wege in dem ganzen Game. Ich laufe jetzt halt die Route, die irgendwie so Ding, jo. Die geht am besten. Oh, das Erleben. Moino. Also, nicht, dass ich die ganze Level auswendig kenne, um Gottes Willen. Ich habe das jetzt schon jahrelang nicht mehr gespielt. Also, was heißt jahrelang? Das ist untertrieben. Ein gefühltes Jahrzehnt. Oh, close one. So, jetzt haben wir schon wieder durch. Ah, ich finde es einfach nice. Das Game bockt sehr. Ich weiß es nicht, ist Rang A das Beste oder gibt es noch Rang S? Nachdem wir 2 Akte geschafft haben, kommen wir jetzt zum Boss. Eggman, was führst du denn wieder im Schilde? Sonic, du kleine Nervensäge.
Bald werde ich die ultimative Kraft haben und unverwundbar sein. Ha, ich weiß ja nicht, was du vorhast, aber schlag dir das mal lieber aus dem Kopf. Der erste Bosskampf. Oh, die Mucke. Leafstorm, Bossfight. Oh, gleich mal kurz umschalten. Zack. So, und da ist es so, dass wir kein Turbo haben. Der Gegner hat 8 Leben. So, jetzt ist das Problem, so da ich sagen. Ganz überheblich. Es gibt aber One-Hit-KOs wie den zum Beispiel. Da bringt uns die Anzahl an Ringe gar nichts. Ey, ich möchte die ganze Münzen sagen, es ist so schlimm. So viel Mario gespielt. Ey, es schaut nur ziemlich leicht aus, aber klappt's mal. Das wird schon, oder? Also vielleicht nicht bei dem Boss, aber... Schaut doch recht gut aus eigentlich bisher. Oh, jetzt macht er was anderes. Oh Gott, ich hasse es. Ich hasse es. Boah. Das ist übrigens auch KO, wenn der die da vor der Plattform unterstoßt. Das war's. Alter. Ey, ich finde die Grafik auch gar nicht so scheiße. Also nicht, dass irgendwie eine Anschuldigung gegeben hält, von wegen, oh, die Grafik in Sonic Rush ist so kacke, sogar für die damaligen Verhältnisse. Na, ich denke mal gerade einfach, nein! Genau das meine ich. Es ist so gut gegangen. Oh mein Gott, shame on me. Digga. Ey, ich schau mich gerade. Das gibt's nicht beim... Leck mich einmal. Okay, Leute, es wird nie wieder passieren. Wie gesagt, ich hab das jahrelang nicht mehr gespielt. Dr. Eggman kriegt schon noch auf die Fresse, keine Sorge. Ach komm. Das war doch gemein jetzt. Boah, ganz schön knapp eigentlich. So, jetzt macht er wahrscheinlich glaube ich die Rollattacke. Naja, hör doch auf, Mann. Okay, ist eigentlich ziemlich gut mit diesem Dash in der Luft. Da kommen wir ein bisschen länger in der Luft sein. Perfekt. Sobald der Boss nur 2 Leben hat, wird die Musi ein bisschen spannender. Oder dramatischer, sagen wir es mal so. So. Eigentlich sehr gnädig, dass da auf dieser... Ja komm, warum macht ihr das nur mal? Ich wollte gerade sagen, sehr gnädig, dass da Ringe sind auf dieser Boss-Plattform. So. Den ich würde sagen, der Trick ist, du musst auf die Rolle zulaufen, weil du dann halt mal größere Fläche... Ah, perfekt. Größere Fläche hast, um über die drüber zu springen. Weil wenn du jetzt so springst, dann ist die Wahrscheinlichkeit her, dass er dich erwischt. Aber wenn du so schnell über ihn drüber springst... Oh, 3-mal, hör doch auf jetzt. Dann geht es wesentlich besser. Ist das der Final Hit? Ja. Wer ist das? Das erste Aufeinandertreffen mit Blaze. Sehr interesting. Story in dem Spiel gibt es natürlich auch ein bisschen. Aber halt wirklich nur ein bisschen pseudomäßig, also keine Ahnung. Einfach nicht zu früh auf die Story geben. Hey, wie geht's? Eggman hackt das aus und wir haben ein seltsames Mädchen gesehen. Jetzt wird's interessant, stimmt's, Tails?
Nichts tun. Nichts tun kann ich... Nichts tun kann dich auf dumme Gedanken bringen, Sonic. Diese ultimative Kraft, von der Eggman sprach. Ich frage mich, was für eine Kraft er meinte. Kein Grund zur Sorge. Egal, was er vorhat, wir verhindern es. Gehen wir, Tails. Ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann. Hey Sonic, warte auf mich! Ja, Sonic, der kleine oder junge Begleiter von... Lol, Digga, hab ich gerade Sonic gesagt? Der junge Begleiter? White Tails, der junge Begleiter. Alter, mein Hirn ist so matsch, das ist so Wahnsinn. Blaze the Cat ist nun spielbar. Wunderbar. Aber wir haben somit jetzt eigentlich Zone 1 abgeschlossen. Ich glaube, wir können gleich in Water Palace weitergehen. Ja, YOLO. Let's go. Do your best, Sonic. Let's go. Ah, die Mucke. Oh, genießt bitte mir kurz die Mucke, das ist der Wahnsinn. Oh, shit. Verschissene Kacke, Mann. Boah, hey, ich habe eigentlich schon echt langen Bock gehabt, mal wieder Sonic-Spiel zum Spielen. Und eigentlich ist es so, glaube ich, die beste Lösung, wenn ich es auch noch gleich aufnehme. Einfach, keine Ahnung, ich find's cool. Oh, meine Güte. Da kann man jetzt natürlich wieder drüber streiten, so von wegen, genau deswegen ist es ein schlechtes oder ja, ziemlich randomes Leveldesign, wenn auf einmal so ein Gegner daherkommt. Aber Alter, du kannst theoretisch die ganze Zeit einen Turbo machen, wenn du gut spielst. Und ich glaube nämlich, dass das eher darauf ausgelegt ist, dass du einfach die ganze Zeit einen Turbo hast, weil du eben so viele Möglichkeiten hast, den aufzuladen und Stunts zu machen und whatever. Und vielleicht hast du deswegen das Spiel Rush. I don't know. Aber ich finde, das macht so durchaus Sinn, deswegen versuche ich die ganze Zeit fucking Turbo zu machen und Stunts zu machen und so Zeug. Oh, das war schon mal im Akt 1. Oh. Wir haben sogar keine Möglichkeit gehabt, den zweiten Emerald zu holen. Es gibt wirklich Rang S. LOL. Okay. Ja, okay. Wie gesagt, mir ist es eigentlich scheißegal. Aber gut. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt so, ich weiß nicht, wie das Ding eigentlich heißt. Hier so ein 3-Ding finden für den Chaos Emerald. Okay, also so die Jump'n'Run-Passagen finde ich ziemlich schwierig, weil die Steuerung halt da ein bisschen... Na, also ich möchte eigentlich ist die Steuerung schon echt gut, aber ich komme halt nicht so gut klar damit. Aber es ist ja egal, weil das ist ja nicht der Hauptpunkt von dem Spiel. Dass die Steuerung so präzise ist oder dass so viel Jump'n'Run ist. Naja, es ist halt eigentlich... Oh, lol. Was macht die nie? Okay, das war ein little fail. Ich habe jetzt gemeint, da kommen wir einfach weiter. Dabei muss man ein bisschen aufpassen, was da so passiert. Boah! Ich glaube, da war es hinten tot gegangen. Ups.
Genau, da dürfen wir jetzt lang bleiben. Ja, genau. Sonic verreckt irgendwann unter Wasser. Deswegen braucht er Luftblasen. Und offiziell kann Sonic gar nicht schwimmen. Oh Gott, ich hab grad mal die Folge runter jetzt. Weil ich drauf verworren bin. Das war schlecht gewesen. Alter, weißt du, was ich hoffe? Dass der scheiß Sound passt. Ah ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir sollten jetzt mal schauen, dass wir so ein Ding finden. Diesen Kollegen. So, zweite Emerald. Ich hoffe, dass ich gut bin. Keine Ahnung. So. Eigentlich soll es jetzt ein bisschen schwieriger werden. Natürlich nur nicht so heftig, weil es der zweite Emerald es ist. Aber, naja, man sieht das schon mal bei mehreren Gegner. Aber was heißt Gegner? Stachelhindernisse halt. Ich hab gerade echt ein bisschen Schiss, dass ich einfach anders verkacke. Aha, sehr solide. Da haben wir die 140 schon benannt. Das habe ich irgendwie nur so ein Gespür gehabt, wo die kämen. Lololololol. Gegner sind jetzt auch dabei, die kann man mit Touch die wegdashen. Und kriegt immer aber Münzchen dafür. Ist natürlich auch wesentlich leichter mit dem Touchpen. Als mit der Maus. Okay, 280, kriegen wir hin. Oh, zweimal, lol. Upsi. Na gut. Aber ist jetzt echt nicht tragisch. Sparta, glaube ich, wird so auf Fälle mehrer bestraft. Ja, schau mal, da kriegst du so viele Ringe. Ich sag, Digga, ich glaube, ich habe wirklich die ganze Zeit immer nur Münzen gesagt. Schalt mir auf die Gegner jetzt. Ach Gott, oh Gott, okay. Das hab ich schon vorher gesehen, dass das scheiße wird. Ey, ich muss echt besser aimen. Okay, bisschen sauberer. Ich mache das gerade nur zur Übung, damit ich das Sparta besser kann. So. Ja. Und den auch nochmal. Ja. Ja. Passt doch. Nummer 1. Alter, wie viele Münzen. Junge, was? Hey, das kannst du doch kaum verzeihen. Und der blaue Chaos Emerald kennt uns. Keine Ahnung, ich fühle mich jetzt schon cool, weil so viel Münzen, das, ja. Oh. Jump-Run-Passage und fertig. Fertig ist der Lack. Jetzt kommt nur noch der Boss. Und dann war's das mit dem ersten Part. Diesmal entkommst du nicht, Eggman. Hey, was gibt's da zu lachen?
Entschuldigung, ich hätte nicht lachen sollen, aber du bist so gemein. Du sprichst mich nicht mit vollem Namen an. Was? Hast du den Verstand verloren, Eggman? Schon wieder. Aber letzten Endes wirst du vernichtet werden. Von Dr. Eggman Neger. Neger steht nicht für Nigger, sondern für negativ. Und der zweite Boss, der ganz anders ist als der erste. Oh mein Gott. Können wir da schon hier? Ah nein, man kann ihn da nicht treffen. Okay. Okay. Ich finde den schwieriger als den ersten. So. In dem Fall ist es so, dass Sonic unter Wasser Chorluft braucht. Also ganz komische Sache. Der schwimmt da immer so tief. So. Also der schwimmt immer so tief, dass er uns treffen darf. Und genau im richtigen Moment, wenn er so nach oben schwimmt, oder so nach oben wobbelt, keine Ahnung, müssen wir unten durchdashen. Batz. Läuft das schon mal ganz gut bis jetzt. Okay. Okay, nice. Aber das Problem ist, Sonic ist im Wasser ein bisschen langsamer im Sprung. Ist halt natürlich das Problem, wenn der Boss natürlich dann drängt, uns O zu greifen und naja. So. Perfekt. Das ist schon die Hälfte Option, ist ja nice. By the way, gibt's einen leichten Modus Anno. Gibt's einen leichten Modus, da hat der Boss nur 6 Leben. Und ich finde diese Attacke gerade eben, die ist verdammt schwer zum Abwehren. Finde ich. Ich hab's einfach so ein Gespür die ganze Zeit. Oh ja, scheiße, jetzt hat er uns getroffen. Naja. Das ist echt ziemlich lustig so, der trifft dich einfach nicht, nur wenn du so ein bisschen weggehst. Ein bisschen odeischen. Und die Musik wäre wieder spannend. Hahaha. Get down, bitch! Ja, komm, mach doch mal eine andere Attacke. Jetzt haben wir die außerhalb vom Wasser nur einmal gesehen. Ist doch scheiße. Okay, das war jetzt echt nicht so spektakulär. Ich hab den schwieriger in Erinnerung. Ich hab gemeint, der macht öfters die Attacke außerhalb vom Wasser. Aber wenigstens hat er es mal gemacht. Das ist ein Vorteil. Und ich Trottel. Nein! Ich hab nicht umgeschalten auf die Bossansicht. Ja, scheiße dumm. Du musst jetzt klar kommen. Scheiße. Was? Sagt er ja, sein Name sei Eggman Neger? Er sieht genauso aus wie Eggman. Vielleicht führt Eggman uns mit einer neuen Verkleidung an der Nase herum. Macht Sinn, oder ja? Aber Eggman würde sich nicht ohne Grund ändern. Eggmans kleine Rede über ultimative Kraft lässt mir keine Ruhe. Sonic, komm mit zu meiner Werkstatt. Es gibt etwas, was ich mir ansehen will. Okay. Let's go, Tails. Na, hast du irgendetwas Interessantes entdeckt, Tails? Ich glaub's nicht, Sonic! Es scheint, als stimmt mit dem Raumzeitkontinuum etwas nicht. Was? Du spinnst doch. Eine Stelle im Raumzeitkontinuum ist aufgerissen und dehnt sich aus. Wenn es so weitergeht, wird die Struktur der Realität völlig verzerrt. Steckt Eggman dahinter? Ich weiß nicht. Es könnte etwas mit Eggman Neger zu tun haben. Ich mache mir Sorgen um das seltsame Mädchen, das du gesehen hast. Oder ich gesehen habe? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall etwas unternehmen, Sonic. Okay, gehen wir, Tails. Ja, da oben sieht man 8%. Das ist praktisch die Ausdehnung der anderen Welt. Ja.
Ja, wie sie einfach die Welten verschmelzen und man sieht da, warte mal. Jupp. Dass sich da oben über Sonic so ein bisschen die Welt schon verschwimmt. Ja, das ist eigentlich recht interessant zu sehen. Ja. Gut, auf jeden Fall war es mit dem ersten Part. Ich habe ziemlich viel Videomaterial jetzt, weil ich vor am Anfang so lange gelabert habe. Aber egal, das schneide ich schon irgendwie zusammen. Und bis zum nächsten Mal. Schau, das Game ist gar nicht so schwer.